seit langer Zeit von Gustavsberg. Nach dem Spiel eine kurze Besprechung, kleines Pressegespräch mit den Trainern. Erstmal, Markus Herberg, es war am Schluss doch relativ deutlich. Ich denke, die ersten 10 Minuten habt ihr ganz gut mitgehalten, aber dann, denke ich, war es doch relativ klar. Was hast du Positives gesehen heute bei deiner Mannschaft? Wo musst du sagen, bist du einfach nicht zufrieden? So. Ja, also erstmal Glückwunsch nach Danzberg. Ich glaube, wer aufs Ergebnis guckt und spielt, weiß, dass es mehr als verdient ist. Wir haben versucht, mit der verschobenen 1 vorne ein bisschen die rechte Seite rauszunehmen, was uns die erste Viertelstunde, glaube ich, noch ganz gut geglückt ist, bis zum 9:5. Da waren 4 Gegenstöße dabei. Da war ich bis dahin noch zufrieden. Ja. Was nicht so gut war, so viel Zeit haben wir nicht. Ich glaube, wir haben einfach heute, jeder kriegt das, was er verdient, und das haben wir, glaube ich, heute hier vom Ergebnis her bekommen. Wir haben nahezu Arbeitsverweigerung in der Abwehr gebracht. Alles halbherzig. Und so gehst du halt genauso nach Hause. Ja, also du sagst es selbst, so wird es natürlich schwer, das Saisonziel der Klassenerhalt zu schaffen. Aber ich denke, ihr habt ja schon ein gewisses Potenzial und ich denke, mit der richtigen Einstellung werdet ihr auch noch eure Punkte holen. Wo müsst ihr in erster Linie dran arbeiten, damit euer Saisonziel, dass er das nicht aus den Augen verliert? Ja, ich glaube, wir haben noch so ein paar Punkte. Uns fehlt die Durchschlagskraft im Angriff. Auf der anderen Seite sind wir, wie gesagt, hinten in der Abwehr einfach nicht aggressiv genug und spielen da einfach auch nicht zusammen. Und das müssen wir relativ schnell eigentlich hinkriegen, weil jetzt kommen die nächsten 2 Spiele mit Worms im E-Quartal, die für uns überlebenswichtig sind. Ja, also das sind die Spiele, wo man die Punkte holen muss gegen eigentlich direkte Konkurrenten. Dazu wünsche ich euch viel Glück und Nettos Salzberg. Und jetzt mal zu den Gewinner Jürgen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Bevor ich es vergesse, interessierter Pressevertreter hat mich gefragt, ob wir das Saisonziel jetzt ändern würden. Aber vielleicht erstmal ein Kommentar von dir zum Spiel deiner Mannschaft. Ja, vielen Dank und von mir auch Glückwunsch an die Mannschaft, die das Spiel hier wirklich sehr konzentriert angegangen ist, auch im Vorfeld schon. Es ist wichtig, dass in dieser Klasse jeder jeden schlagen kann. Allerdings muss man heute auch feststellen, wenn man als Heimmannschaft konzentriert in das Spiel reingeht und vor Weihnachten eben noch 3 Spiele hat, wo man maximal 6 Punkte holen kann und die Mannschaft das auch so gut umsetzt, dann ist es schwer hier zu gewinnen. Außerdem haben wir noch was gut zu machen vom letzten Heimspiel gegen Budenheim, sodass auch das zur Motivation beigetragen hat. Saisonziel, wir fühlen uns in der 5er-Gruppe sehr wohl und versuchen, solange es geht, dort mittendrin dabei zu sein. Glücklicherweise haben am letzten Wochenende alle Mannschaften oder die beiden Mannschaften vor uns für uns gespielt, sodass, wenn wir im Dezember jetzt noch 4 Punkte holen sollten, wir ganz genüsslich zuschauen können, was um uns herum passiert. Ja, also bitte gerne einen Applaus und der Applaus für die Mannschaft. Ja, also wenn man sich den Spielplan anguckt, die letzten beiden Spiele im Dezember, wenn wir die positiv gestalten könnten und gehen wir auf jeden Fall mit einer recht guten Ausgangssituation in die Rückrunde oder ins neue Jahr. Wie siehst du im Moment die Aussichten, wirklich um Platz 1 mitzuspielen? Ja, wenn man sich den Tabellenstand anguckt, sieht es nicht schlecht aus. Auf der anderen Seite, es ist eine 5er-Gruppe und es wird mit Sicherheit sehr lange, sehr spannend bleiben.
Und für uns zählt halt jedes Spiel, das wir erfolgreich bestreiten können, heißt für uns, wir befinden uns mittendrin. Und ja, wie alle anderen auch sagen, man denkt von Spiel zu Spiel und schlussendlich wird sich zeigen, wer nach der Pause den besseren Start hat. Und die Mannschaft ist in meinen Augen auch dann der Favorit auf den ersten Platz. Ja. Also Dankeschön an beide Trainer, dass ich nach dem Spiel hier zur Verfügung stelle. Markus Herberg, wir wünschen alles Gute beim Erreichen des Saisonziels. Hoffentlich macht er noch ein paar Punkte, zumindest in diesem Jahr schon. Und ich wünsche euch eine gute Heimreise und schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke dir. So, und dir Jürgen, dass die 4 Punkte im Dezember auch bei uns bleiben und wir mit der entsprechend guten Ausgangssituation ins neue Jahr gehen. Dankeschön, dass Sie uns noch zugehört haben und noch einen schönen Abend. Wiedersehen.